Wer hat nur den Leuchter auf den Tisch gestellt? Der ist ja im Wege. Ich habe doch meinen jungen Schwestern gesagt, dass sie den Leuchter auf den Altar stellen sollen. Um alles muss man sich selber kümmern. Warum habe ich mich bloß bereit erklärt, die Aufgaben der Priorin zu übernehmen? Als Schwester an der Pforte hatte ich hier im Kloster ein viel ruhigeres Leben. Und nun muss ich Unruhe und Missverständnisse zwischen den Nonnen beschwichtigen. So gerne ich die Schwestern auch habe, sie wissen alles besser und haben immer das letzte Wort. Bin ich vielleicht als junge Novizin auch so gewesen? Ich hoffe nicht. Grüß Gott, gnädige Herrin. Gnädige? Ach ja, in Ewigkeit, Amen. Ich bin noch nicht gnädige und Herrin gleich gar nicht. So. Können Sie uns bitte zu ihr tragen? Euch? Tragen? Mein Gott. Zu ihr führen natürlich. Bitte. Ach, natürlich. Ich melde euch gleich bei unserer Äbtissin, unserer lieben Mutter. Bitte wartet einen Augenblick. Bis gleich. Liebe Mutter, Besuch. Gelobt sei Jesus Christus. Seid willkommen bei uns im Kloster. Was führt euch Herren denn zu uns? Letzte Woche ist über der Stadt ein schreckliches Gewitter gezogen. Und dazu ein Erdbeben, das die Kamenzer sehr erschreckt hat und aus den Betten getrieben hat. Wir hörten von dieser schweren Heimsuchung und haben für euch gebetet. Wir wollten uns erkundigen, welche Schäden die starken Winde und das Beben auf dem Lande hinterlassen haben. Deshalb waren wir gestern in Wittichenau und heute in Krostwitz. Auf dem Heimweg wollten wir noch im Kloster nachsehen. Wie es scheint, sind hier keine größeren Schäden entstanden. Oder? Der liebe Gott hat uns beschützt. Auf dem Dach der Scheune ist kein größerer Schaden an Menschen und Tieren entstanden. In Krostwitz und Umgebung gab es Gott sei Dank nur geringe Beschädigungen. Der Herr Pfarrer und die dortigen Kirchenräte haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass man die Kirche erweitern sollte. Die Pfarrgemeinde hat sich sehr vergrößert. Ja, das haben sie mir ebenfalls ans Herz gelegt. Bei unserem nächsten Treffen sollten wir gründlicher darüber reden. Der Anbau der Kirche wird wohl noch eine Weile warten müssen. Zuerst sollen alle Schäden beseitigt werden, die das Unwetter angerichtet hat. Unterwegs nach Kamenz besuchen wir noch Nebelschütz. Wir wissen ja noch nicht, was uns dort erwartet. Wie ich sehe, haben Sie es eilig. Eigentlich wollte ich Sie zum Mittagessen einladen. Vergelt's Gott die Einladung, aber wir haben alle Hände voll zu tun. Morgen ist ja Frühjahrsmarkt in Kamenz. Vieles muss noch vorbereitet werden. Da möchte ich euch nicht aufhalten. Geht mit Gott und kommt gesund wieder. In Gottes Namen. Möge Gott unser Kloster St. Marienstern weiter so beschützen wie in den vergangenen 170 Jahren. Alle vergelt's Gott für die Segnung in Gottes Namen. Milch, frische Milch, Leute, kauft. Messer, 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 bringt mir eure stumpfen Messer. Eier, frische Eier, Leute, kauft die Eier. Gurken, saure Gurken aus Lübbenau. Der beste Weizen von Krostwitzer Feldern. Stoffe, schöne Stoffe für schöne Kleider.
Usuwać życzę wiecznie, żona przydajnie, hajsa powinno, konie a kury, i sztuczne świnio, dżęsje Hermann, ojciec sen. Milch! Leute, kauft die Milch! Messer, Messer, Messer! Bringt mir eure stumpfen Messer! Eier, frische Eier! Leute, kauft die Eier! Gurken, Gurken, saure Gurken aus Lübbenau! Stoffe, schöne Stoffe für schöne Kleider! Dżęsje Hermann, ojciec śpiesznie, usuwać życzę wiecznie, szkumie a czyje, wszelcy żosije, trzeba się spiesznie, gdyż ty solije, dżęsje Hermann, ojciec sen. Loco, Lucio, kupujcie ciastko Glocko! Zepsuły mi Kekse. Ciastka. Milch! Leute, kauft die Milch! Eier, frische Eier! Leute, kauft die Eier! Gurken, Gurken, saure Gurken aus Lübbenau! Dżęsje Hermann, ojciec śpiesznie, usuwać życzę wiecznie, suknie a fale, drzewa jarząskie, towaka trunku, gwiazdy górze, dżęsje Hermann, ojciec sen. Wuniessen widział. Eben habe ich gesehen, dass ihr Honig verkauft habt. Den gleichen möchte ich jetzt für meine Gemahlin. Es tut mir leid, mein Herr, das war gerade der letzte Becher. Sie wissen wohl nicht, wer hier mit Ihnen spricht. Nein, aber ich sehe, dass Sie ein angesehener und bedeutender Herr sind. Na dann habt ihr sicherlich für den Herrn Stadtrat Haberkorn doch noch irgendwo ein Näppchen Honig versteckt. Leider nicht, verzeihen Sie bitte. Aber die Bienen sind ein fleißiges Völkchen und nächste Woche sind wir wieder hier auf dem Markt. Ich verspreche Ihnen, dass wir gewiss einen Becher für Sie aufheben. Nun gut, nächste Woche komme ich wieder. Nächste Woche. Jakob, damit habe ich nicht gerechnet, dass sich sogar der Kamenzer Stadtrat um unseren Honig bemüht. Nur gut, dass wir den größeren Teil unseres Honigs vor der Anfrage des Herrn Haberkorn so günstig für das Saatkorn umtauschen konnten. Dieser Herr hätte uns bestimmt nicht so viel Groschen gegeben. Die Reichen sind immer geizig. Obwohl sich die Gerste ziemlich verteuert hat. Glaub mir, Brüderchen, die Verteuerung wird noch steigen. Nach diesem bitterkalten Winter ist es ein Wunder, dass wir das Korn überhaupt bekommen haben. Nun ja, der erste Honig ist immer sehr begehrt. Nicht nur im Frühjahr. Ich kenne keine Hausfrau, die nicht die süße Gottesgabe ständig loben würde. Guckt mal, was ich entdeckt habe. Oh, das ist aber ein schönes Pferd. So einen könnten wir lebend in unserem Gespann gebrauchen. Vater war doch dem Nachbars Benno Pate und sucht doch noch nach einer kleinen Überraschung zum Gründonnerstag für ihn. Kommt, lasst uns schauen, was da los ist. Ich mag keine Zigeuner und Gaukler. Die sind nicht ehrenhaft. Ach komm, Brüderchen, meistens ist es spaßig. Übrigens, der Beruf des Baders, welchen ich beim Onkel erlernen will, ist unehrenhaft, obwohl nützlich. Und dazu noch gefährlich. Zum Beispiel, wenn die Pest zurückkommt und du müsstest einem Pestkranken den Bart scheren. Da hätte ich wahrhaft endlich was zu tun. Damit scherzt man nicht. Vor der Pest, Gott bewahre. Menschenkind,
Deine letzte Stunde hat geschlagen. Oh nein! Oh nee. Warum gerade ich? Das ist ungerecht. Bevor du stirbst, darfst du noch etwas wünschen. Zu rady ještě raz na instrumentě zahrać. Aber nur eine Strophe. Hör endlich auf zu spielen. Nur wenn du mich verschonst. Na gut, ich verschone dich. Dieses Mal hattest du Glück, aber freue dich nicht so zeitig. Meine jüngere Schwester, die schwarze Todesfrau, wird euch bald alle heimsuchen. Sie ist unerbitterlich und verschont niemanden. Nicht die Jungen und nicht die Reichen. Liebe Leute, habt ihr das gehört? Der schwarze Tod will zurückkehren. Doch bevor er kommt, lasst uns musizieren, tanzen, uns freuen, solange wir das noch können. Freilich, für einen guten Groschen, bitte sehr. Ich würde gern tanzen. Schade um jeden Pfennig, den man dafür ausgibt. Na komm, ich kauf dir den Tanz, wenn du es dir so sehr wünschst. Musiker, spielt! So schnell ihr könnt! Na gut, du willst tanzen? Aber zu Hause wartet so viel Arbeit auf Hanka. Warte, wolltest du nicht zur Tante in die Stadt? Na, frische Eier bringen. Hast recht, Jakub. Ich gehe schnell zur Tante. Sie wohnt ja nicht weit weg. Immer hübsch langsam, Brüderchen, beruhige dich. Die Arbeit rennt uns nicht weg. Du weißt doch, dass Hanka gerne tanzt. Komm, Hanka. Ach, hör auf, Janor. Ich gehe jetzt zur Tante, bevor ihr noch eine Eierschlacht ausbricht. Auf dem Heimweg warte ich auf euch unter unserem Familienbaum. Hanka, to koubík. Ach, Dieka, děkuju. Wieso machst du Hanka schöne Augen, wenn du sie nicht heiraten darfst? Du weißt es doch, dass ich als der Ältere das Haus bekomme. Und dann pflanze ich eine Linde für meine junge Familie, wie es schon unser Urgroßvater getan hat. Nur ich darf Hanka heiraten, wenn ich es will. Nur wenn er es will. Sicher willst du es. Auch Vater und Mutter wollen das. Hanka wurde zwar als Baby ausgesetzt, aber sie ist wie eine Schwester mit uns aufgewachsen. Und so ganz arm ist sie auch nicht. Sie hatte ja ein goldenes Medaillon von ihren verstorbenen Eltern um den Hals hängen. Jakob, hör zu. Hanka ist zu mir genauso gut wie zu dir. Genauso gut wie zu dir. Und gerade deshalb solltest du von ihr Abstand halten. Begreifst du das nicht? Wenn du sie tatsächlich lieb hast, wäre es am besten, du bliebest schon heute in der Stadt. Du willst doch Bader werden.
Und mit dem Onkel und der Tante ist schon alles vereinbart, dass du bei ihnen wohnen kannst. Ist Ist es schon es vereinbart? Ja, aber ich habe mich ja noch nicht von meinen Eltern verabschiedet. Ich kann doch nicht ohne ihren Segen hier in der Stadt bleiben. Und die Erlaubnis vom Kloster habe ich auch ja noch nicht. Keine Erlaubnis. Und was, wenn ich niemals mehr nach Hause darf? Ich bin ja sozusagen aus der klösterlichen Herrschaft geflohen, wenn ich in der Stadt bleibe. Gib Gott, dass du in einem Jahr Bürger der Stadt Kamenz bist und in 3 Jahren ausgebildeter Bader. Und den Eltern erkläre ich alles. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich nur Gott vertrauen. Er sollte nur Gott vertrauen. Ich habe gehört, dass um Bautzen die Pest wütet. Wenn sie auch bei uns ausbricht, wird jede Hand gebraucht. Und neue Bader auch. Ja, gut. Ich bleibe jetzt in Kamenz, komme was wolle. Komme, was wolle. Ich sehe Anker kommen. Geh, sonst wird die Verabschiedung noch schwieriger für dich. Janor, ich verspreche es dir, dass es ihr bei mir genauso gut wird. Jakube, grüße bitte alle zu Hause. Ja, sicher, das mache ich gern. Schau, der Himmel ist schon ganz verdunkelt und der Wind bläst gewaltig. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Reicht es nicht, dass sich der weise Tod die Alten und Kranken holt? Jetzt wollte sie auch mich holen. Aber wer bringt in diesen schweren Zeiten den Menschen etwas Freude und Belustigung? Auch ihre kleine Schwester, der schwarze Tod, greift nach dem Leben und hat dem großen Sterben in der Lausitz entfacht. Da hatte ich noch einmal Glück. Du, weiser Tod, konntest nicht meinen Willen brechen und meine Kräfte lähmen. Freue dich nicht so früh. Wenn du nichts mehr zum Essen haben wirst, wirst du Hunger leiden. Du und deine ganze Familie. Dann wirst du nach mir rufen, dass ich dich mitnehme und aus den Qualen befreie. Ha. Verschwinde! Auf dich werde ich nicht warten. Meine Geige und meine Lieder geben mir Kraft. Ha. Nimm den Mund nicht so voll. Wenn meine große Schwester, der weiße Tod, dich nicht holt, dann werde ich, der schwarze Tod, dich peinigen. Ich schärfe schon die Sense. Ich komme dich eines Nachts holen, wenn es überall still ist. Stille wird nicht herrschen, wenn sich die Menschen nach Hunderten vor Schmerzen winden. Ich verbreite die grausame schwarze Krankheit. Krankheiten gab es schon immer und jedes grausam. Aber die Pest ist die fürchterlichste. Große Geschwüre und Geschwulste wachsen an den Menschen. Aber mehr als vor dir, meine weiße Schwester, fürchten sich die Menschen vor mir, dem schwarzen Tod. Ich raffe am Tage Hunderte von Menschen. Quatsche nicht, Kinder, glaubt ihr nicht. Sie will nur Angst machen. Wir müssen weiter. Wir wollen ins nächste Städtchen. Kinder, achtet auf euch und schützt euch. Die Hand vor dem Mund und immer gut die Hände waschen. Dann kann euch der schwarze Tod nichts anhaben.
Kutscher, ahoi! Trabt, ihr Braunen, dem schwarzen Tod entkommen wir. Hoppe, hoppe, Kunigo. Hajczka, proszę. Daj mi. Ja ją mam. Dzieci, pójdźcie zabli do proszę. Benno, eile nach Hause. Eure Mutter hat schon nach dir gerufen. Und vergiss nicht dein Schaukelpferd. Nun stellt euch zum Tisch, Kinder. Wir wollen beten. Das Abendbrot ist vorbereitet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, danke für die Gottesgabe. Erhalte gesund unsere Familie, beschütze uns vor Krankheiten und Teuerung. Beschütze auch unseren Jan. Gib, dass er gesund bleibt, sich satt essen kann und ein guter Bader wird. Gott segne unser Essen. Amen. Wo ist denn Hanka? Sie hat gesagt, dass sie gleich kommt. Sie sucht noch ein Gänslein, bevor es finster wird. Ich weiß nicht, wo sich das Gänslein versteckt hat. Ich war mit den Gänsen nur im Garten. Gänschen sind wie Kinder. Auf beide kann man nicht genug aufpassen. Glaube mir, Mutter, dem Janno geht es gut. Er ist jetzt schon 3 Tage in der Stadt. Wenn er nicht Bader lernen dürfte, wäre er längst wieder zu Hause.
Vielleicht kommt Jan heute Abend zurück. Oh ja, dann hole ich schnell seinen Löffel und seinen Teller. Vielleicht kommt er uns mal besuchen. Und wann? Er fehlt mir so. Seid endlich still. Ich will mit den Eltern noch etwas Wichtiges besprechen. Warte damit lieber noch, bis die Kinder im Bett sind. Ich bin doch kein Ich Kind bin doch mehr. kein Kind mehr. Immer steckte mich mit Marka und Worscha in den gleichen Sack. Aber zur Vertreibung des Todes fühlst du dich nicht so alt. Doch schon. Bald bin ich aus der Schule. Deshalb gehe ich dieses Jahr das letzte Mal mit. Und Worscha, du passt auf Marka auf. Nun ja, ich bin ja mittlerweile eine der Ältesten, wenn wir den Tod aus dem Dorf tragen. Jemand muss die Bande im Auge behalten. Ja, und wir müssen ihr alle gehorchen, wenn sie kommandiert. Ich will auch einmal das Kommando haben. Na, das wird noch eine Weile dauern, ehe du das Kommando übernimmst. Jetzt gebe ich das Kommando. Ab ins Bett, ihr drei. Kommt. Bistro. Dobronoc. No, Dobronoc. Wo ist Bistro? Dobronoc. Ich weiß nicht so recht, ob sich unsere beiden Mädchen überhaupt an den heidnischen Brauch beteiligen sollen. Solange der Pfarrer nichts dagegen hat. Die Kinder pflegen den Brauch, die Austreibung des Todes schon länger. Zumindest hat uns der schwarze Tod in diesen Jahren nicht heimgesucht. Uns nicht, dafür aber in Bischofswerda. Und in der Nähe von Ostroh sind in 2 abgelegenen Höfen alle an der Pest gestorben. Ja, gerade deshalb haben sie im Nachbardorf die Austreibung des Todes begonnen. Es hieß, dass dieser Brauch in Tschechien geholfen hat, die schwarze Krankheit zu vertreiben. Und bisher auch in unserem Dorf erfolgreich. Das kann aber auch andere Gründe haben, als die Pflege des Brauches. Kann ja, aber wer weiß schon. Es hat zumindest dem Dorf nicht geschadet, wenn die Kinder diesen Brauch pflegen. Meinetwegen sollen sie übermorgen mitgehen, damit Seelenfriede herrscht. Der Brauch erinnert mich auch an Hanka. Weißt du noch, wie wir sie morgens vor der Tür liegend gefunden haben? Die schlimmste Zeit der schwarzen Krankheit war gerade vorbei. Und die Kinder des Dorfes haben an diesem Tag zum ersten Mal den Tod aus dem Dorf getragen. Ja, ich erinnere mich. Ich hielt das als ein Zeichen der Hoffnung auch daran, dass Hanka noch ein Säugling überlebte. Habt ihr jemals feststellen können, wer Hanka ausgesetzt hat? Nein. Der Pest wegen waren viele Flüchtlinge unterwegs. Ich denke mir, dass Hanka wegen der schwarzen Krankheit ihre Eltern verloren hat. Vielleicht hat ein Fremder das weinende Kind gefunden und es an unserer Herberge abgelegt. Das Gänslein habe ich gefunden. Es war bei Nachbars Gänserich und den anderen habe ich etwas Wasser gegeben. Das ist gut. Setz dich doch endlich. Vater, Mutter, vergangene Woche habt ihr mir die Erlaubnis gegeben, dass ich Hanka heiraten darf. Ich habe mit ihr gesprochen und sie ist einverstanden. Aber Hanka, sind das nun Freudentränen oder Tränen der Trauer? Ich weiß nicht, was mit mir ist. Alles ist plötzlich so anders und das schreckt mich. Ach, Andrea, das verstehst du als Mann nicht. Hanka muss sich erst daran gewöhnen, dass sie Braut sein wird. Vater, ich hätte gern noch vor der Ernte geheiratet. Ich bin ja volljährig.
Mein Gott, du hast es aber eilig. Wenn ich unsere Hanka nicht als keusches Mädchen kennen würde, könnte ich noch auf dumme Gedanken kommen. Komm mit hinaus, Junge, darauf müssen wir einen trinken. Ha, ha, ha. Ist das hier die Krostwitzer Herberge? Ich bin ein Pilger, aus Breslau komme ich daher, die Heimat verließ ich, mein Herz ist schwer, ich bin schon lange unterwegs und tue Buße. Alle in diesem Haus ich herzlich grüße. Nun habe ich mich hierher gefunden und frage höflichst unumwunden, ob vielleicht auch ein Brotkanten noch übrig ist vom Mittagessen? Seid willkommen. Ihr seid heute Nacht unser einziger Gast. Das ist mir sehr lieb. Vergangene Nacht musste ich im Bautzener Spital übernachten, weil sonst nirgends Platz war. Die Gäste dort haben geprustet und gehustet, sodass ich froh bin, hier ruhig schlafen zu können. Ich fühle mich total erschöpft. Was wünschen Sie sich zum Abendbrot? Wenn Sie eine Schüssel Mehlsuppe, eine Scheibe Brot hätten, einen Brotkanten mit Schmalz oder Zwiebel. Könnte es auch ein Stück Speck sein? Und so einen vollen Krug Bier, nun den würde ich auch nicht abweisen. Ich bin sehr erschlagen, erschöpft und trocken ist meine Kehle. Ihr seid aber bescheiden. Trinkt erst einmal. Kata! Wir haben einen erschöpften Pilger. Er wünscht sich Mehlsuppe und Bier. Ich bin ein Pilger, aus Breslau komme ich daher, die Heimat verließ ich, mein Herz ist schwer, ich bin schon lange unterwegs und tue Buße, alle in diesem Haus ich herzlich grüße. Nun habe ich mich hierher gefunden und frage höflichst und umwunden, ob vielleicht auch ein Brotkanten noch übrig ist vom Mittagessen. Dankbar wäre ich auch für saubere Kleider alle Zeiten. Und könnt ihr ein einfaches Essen bereiten? Ja, das wird sich finden. Seid willkommen. Kommt und tretet ein in die Stube. Jano! Janos! Jano, endlich bist du wieder zu Hause. Ich heiße nicht Jan, sondern Janusz Wysocki. Und wie heißt du? Verzeiht, das war meine jüngste Tochter Marka. Sie hat Sehnsucht nach ihrem Bruder Jan. Aber sprechen Sie bitte weiter. Als Pilger bin ich froh, wenn ich wenigstens einmal die Woche genug zum Essen und Trinken habe. Ich trage ja keine Reichtümer mit mir herum. Aber einen Pilgerausweis haben Sie sicherlich, der Sie schützt und für Essen und Übernachtung sorgt. So einen Ausweis habe ich. Aber trotzdem ist das Pilgern kein Honigschlecken. Das meine ich auch. Du musst Kälte und Hitze ertragen und manchmal auch Hunger leiden. Und dazu bist du lange von der Familie getrennt. Das nehme ich gern auf mich. Ich tue Buße für unseren verstorbenen Vater. Sein letzter Wille war es, dass ich mit dem Bruder in seinem Namen nach Rom oder Aachen pilgere. Wir sind Goldschmiede. Weil aber mein älterer Bruder sich dem väterlichen Handwerk widmen muss, habe ich die Pilgerreise übernommen. Und wohin werden Sie sich begeben? Nach Rom oder nach Aachen? Ich pilgere nach Aachen. Dort sind die 4 großen Reliquien ausgestellt. Überdies will ich dort am 17. Juli, am Kirchweihfest, einen Ablass gewinnen. Gewiss können Sie dort verschiedene geweihte Andenken und Heiligenbildchen besorgen, die Sie beschützen vor Krankheiten, insbesondere vor der Pest. Ja, aber zuerst muss ich dort gesund ankommen. In Bautzen sagte man mir, dass in der Nähe von Löber die schwarze Krankheit wütet. Herrgott, schon wieder. Die Pest war erst vor 3 Jahren dort. Als ich heute früh aufstand, wehte der Wind einen stinkigen Geruch aus dieser Stadt heran. Ich bin froh, dass ich sie verlassen konnte. Woher kommen Sie eigentlich? Aus Breslau.
Dann kommen Sie doch auf dem Rückweg wieder zu uns und erzählen dann, was Sie in Aachen erlebt haben. Gerne. Falls ich auf der Hohen Straße in meine Geburtsstadt zurückkehren werde, werde ich gern bei euch anklopfen. Und morgen begeben Sie sich nach Kamenz und dann nach Königsbrück? Und was machen Sie in Kamenz? Na, vielleicht werde ich mich in Kamenz noch baden und rasieren, so wie sich's gehört. Es ist ja Forstfest. Unser Sohn Jan ist in Kamenz und lernt dort beim dortigen Bader Breuer. Grüßt ihn von uns allen, falls ihr ihn seht. Sehr gern, wenn ich ihm begegne. Entschuldigen Sie. Ich bin müde und würde gern ausruhen. Haben Sie einen Stall? Aber, wir sind doch eine Herberge. Hanka, komm, zeige dem Pilger bitte seine Kammer. Witajcie k nam. Entschuldigen Sie. Wüsste ich nicht, dass Sie hier zu Hause sind? Sie sehen aus wie meine verlorene Schwester. Das gleiche Gesicht. Ja. Sie war in eurem Alter, als sie sich vor 20 Jahren heimlich mit dem Lehrling meines Vaters verheiratete und dann mit ihm aus dem Staub machte. Ich hörte Sie pilgern nach Kamenz? Bitte, fragen Sie in Kamenz nach einem Jan Wornatsch beim Bader Breuer und geben ihm dieses Kettchen von mir. Es ist ein Schutzmedaillon gegen die Pest. Das mache ich gern. Woher haben Sie es? Wenn ich mich nicht irre, hatte meine Schwester ein gleiches. Ich habe es von meiner Mutter. Jan wird es aber dringender brauchen als ich. Denn er lernt ja Bader. Sicherlich finde ich ihn. Kamenz ist ja nicht so groß. Priateľo, ja si myslím, pošite vono i daj si buč, kašivo takého. Ja mám takú dobrú kapku cisto, nebo to nejaké hupič. Nech još to se, ja du koštvaš, ta tajka silna. Napšečo, pečivo, kohošťam, tak nom, jabonik je môj. Poczekajcie! Wartet! Wo willst du hin? Wartet! Nach Kamenz! Spring auf! Du bist doch viel unterwegs. Hast du was von der Seuche bemerkt? Danke. Ich hab's ja gesagt, Sie wollen uns mit der Seuche nur eine Angst einjagen.
rasieren, aber zack, zack, ich habe nicht viel Zeit. Ja, bitte setzen Sie sich. Wieso? Ne, doch. Proszę, syńcie so. Ordentlich, Kamin. Wieso? Na, da habt ihr euch aber den richtigen Tag ausgesucht. Was kann ich dafür, dass mich der hintere Zahn, dieser Teufel, ärgert? Nehmen Sie Platz. Oh, da hilft nichts. Der muss raus. Den muss ich ziehen. Aber zuerst bin ich an der Reihe. Sie müssen mir den Bart abrasieren. Meine heutige Aufgabe ist es, das Forstfest zu eröffnen. Selbstverständlich. Jano, bitte rasiere den Stadtrat Haberkorn. Natürlich. Ich kümmere mich unterdessen um den Zahn. Du mam Klichtche. Hier ist die Zange. Seid gelobt. In Ewigkeit Amen. Wer da? Bin ein Pilger, komme aus Breslau. Grüße alle aus dieser Barbierstube. Zur Buße bin ich unterwegs. Ja, verlassen habe ich die liebe Heimat. Gebührlich nähere ich mich euch und frage höflich, ob sie mich rasieren könnten und dafür keinen Pfennig nehmen. Aber natürlich. Jano. Willkommen. Warten Sie kurz. Ich rasiere noch Herrn Haberkorn fertig und dann sind Sie an der Reihe. Entschuldigen Sie, können Sie mir einen Krug Wasser geben? Ich weiß nicht, warum ich am ganzen Körper glühe. Naja, Pilgern ist ja auch anstrengend. Sie bekommen gleich Wasser. Trinken Sie. Jano, komm mir helfen. Halt ihm den Kopf. Ich versuche es mit der Zange. Entschuldigen Sie, sind Sie Jan Wornatsch? Ich muss Sie herzlich grüßen von der Familie Wornatsch aus Krostwitz, wo ich übernachtet habe. Besonders von Hanka. Von Hanka? Ja. Geht es ihr gut? Ja. Sie hat mich gebeten, Ihnen dieses Medaillon als Schutz vor der Pest zu übergeben. Haben Sie recht, vielen Dank. Aber ich gebe es ihr wieder zurück, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, ob wir uns jemals wieder bei unserer alten Linde treffen können, so wie wir es damals sorglos taten. Jetzt ist ja alles anders. Mein älterer Bruder bekommt sie zur Frau. Mir verbleibt nur dieses Medaillon und die Erinnerungen. So wie dieses Medaillon Hankas Erinnerungen an ihre verstorbenen Eltern ist. Verstorbene Eltern? Ich dachte mir, Hanka ist die Tochter des Herrn Wornatsch. Ich meine, sie ist eure Schwester? Nein, meine angenommene Schwester. Aber sie gehört in unsere Familie seit dem Tag, an dem meine Eltern sie als Säugling vor der Tür gefunden haben. Sie hatte nur das goldene Medaillon bei sich. Wir wissen nicht, wer sie dorthin gelegt hat, aber wir vermuten, dass ihre Eltern an der Pest gestorben sind. Verzeiht, ich muss noch mehr trinken. Meine Schwester und ihr Mann sind an der schwarzen Krankheit gestorben. Wenn ich mich nicht irre, hatte sie das gleiche Medaillon.
Schauen Sie doch mal, auf der Rückseite des Medaillons ist ein W eingestannt. Für Wysotsky. Ist das möglich? Dann ist Hanka meine... Bader, komm schnell! Was ist mit ihm? Jano, wasch dir sofort die Hände mit Essig. Das Kettchen lege eine Weile in Essig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fürchte, der Pilger hat die Pest. Was? Aber Gott hilf, der hat doch bei uns in Croswitz übernachtet. Ich muss unsere Dazu Leute... ist jetzt keine Zeit. Lauf schnell ins Rathaus. Ich weiß, dass die Ratsherren heute eine Beratung haben. Sage ihnen, dass wir in Kamenz die Pest haben. Aber halt einen Abstand. Du weißt nicht, ob du dich selbst schon angesteckt hast. Und bitte den heiligen Sebastian um Hilfe und Schutz für dich und deine Eltern. Bader, ich eile! Immer mehr Menschen kommen zu uns nach Kamenz. Das Wasser reicht schon nicht mehr. Ich habe schon längst gesagt, wir müssen einen neuen Brunnen bauen. Wir brauchen mehr Platz auf dem Markt. Noch mehr ziehendes Volk können wir nicht in die Stadt lassen. Wo werden sie schlafen? Wer wird sie ernähren? Das müssen sie selber tun. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Das sind neue Arbeitskräfte. So viel Arbeit haben wir hier gar nicht. Aber sie bringen neue Erfahrungen mit. Oder sie schüren Aufruhr. Unsere Einheimischen werden sich mit den Fremden die Arbeit nicht teilen. Wenn das Wasser und Essen nicht reicht, muss sich etwas ändern. Die Städte in der Umgebung wachsen ja auch. Aber in die Stadt bringen die Fremden auch Krankheiten mit. Da hast du freilich recht. Die Angst vor den Krankheiten ist natürlich groß. Und was willst du tun? Wieso? Wem? Stop me! Nachzene! So viel Arbeit haben wir gar nicht. Wenigstens wissen wir, was wir nicht wollen. Wir haben mehr Probleme als ihr. Bitte um Ruhe. Draußen vor der Stadt versammeln sich Menschen. Von dort drohen Unruhen. Wir müssen jeder Aufruhr hartnäckig entgegentreten. Sonst ergeht es genauso Kamenz wie Bautzen. Oder Görlitz. Und der König nimmt uns das Recht auf unabhängige Wahlen der Räte. Wir sollten den König nicht mit Ungehorsam verärgern. Wir sind das doch nicht. Schuld sind wie immer die Handwerker. Besonders die Tuchmacher. Die von uns Räten ungeheure Rechte verlangen. Meiner Meinung nach droht uns größere Gefahr seitens des Adels und den Raubrittern. Besonders den Raubrittern. Sie hassen die Städte wie die Pest. In der Stadt ist die Pest ausgebrochen. Entschuldigt, verehrte Herren, dass ich euch ins Wort falle, aber wir haben hier in Kamenz den ersten an der Pest erkrankten Pilger und eine Gruppe Musiker. Der Herr sei uns gnädig.
Sind Sie sicher? Ja, der Kranke hat an der Achselhöhle das typische Pelzgeschwür. Wo ist der jetzt? Bei uns, ich meine beim Bader Breuer. Wenn sich hier eine Pandemie ausbreitet und die Inzidenz steigt, müssen wir die Stadt unter Quarantäne setzen. Ab sofort ist jeder verpflichtet, zum anderen einen Abstand zu halten oder sich mit dem Taschentuch vor dem Mund zu schützen, wenn er nah an jenem steht und mit ihm spricht. Tragt die Kranken sofort ins Hospital, am besten in besondere Räume. Und zu niemandem ein Wort. Sonst bricht in der Stadt sofort Panik aus. Wir müssen jetzt umsichtig handeln. Und beten. Herr, wende das Unglück und schütze uns vor der schlimmen Krankheit. Beeile dich, Junge. Hochverehrte Stadträte, wie ihr gehört habt, haben wir jetzt Wichtigeres zu tun. Ich bitte um eure Vorschläge, wie wir die Seuche in der Stadt verhindern können. Schreiber, bitte notiere alle Vorschläge ins Protokoll. Als erstes müssen wir alle an der Pest Erkrankten von den Gesunden trennen, damit sich das Sterben nicht ausbreitet. Wenn in einer Straße der Stadt besonders viele Menschen an der Pest erkrankt sind, muss man diese absperren. Am besten mit hohen Brettern. Wir lassen keine Händler mehr, überhaupt keine Nichtstädter mehr in die Stadt. Außer sie haben ein Zeugnis darüber, dass sie aus der Gegend kommen, wo keine Pest ist. Aber wenn die Krankheit die Stadt wirklich schon erreicht hat? Dann dürfte niemand mehr aus der Stadt heraus und auch nicht hinein. Wir sind genauso verantwortlich gegenüber der Landbevölkerung. An allen Stadteingängen müssen Wachen stehen, die niemanden raus oder rein lassen. Wächter. Augenblick. Dieses Schreiben ist ein geheimes Dokument und darf nicht in fremde Hände gelangen. Es muss auf dem schnellsten Wege an höhere Instanzen abgegeben werden. Wie befohlen. Hinzu bestimmen wir Orte außerhalb der Stadtmauer, wo uns die Dorfbewohner mit Essen versorgen. Und was ist mit der Baderstube? Wir brauchen auf alle Fälle weitere Bader, sollte jetzige sterben. Diese Arbeit reißt sich doch niemand. Geschwüre aufschneiden und Pestkranke pflegen. Der Bader Breuer hat doch einen neuen Lehrling. War das der uns eben die unerfreuliche Botschaft brachte? Ja, das war er. Also doch, ich hoffe schon, mich geirrt zu haben. Dieser Kerl hat mich heute früh rasiert. Vielleicht habe ich jetzt auch. Aber verlasst am besten sofort unsere Stadt und begebt euch mit eurer Familie in eine 40-tägige Quarantäne weit weg außerhalb von Kamenz. Verehrte Räte, unsere Sitzung ist beendet. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir uns zum heiligen Sebastian wenden und Gott um Gnade bitten, dass er uns nicht allzu sehr straft. Bleiben wir vernünftig. Wir wollen raus! Lasst uns gehen! Sperrt die Tore auf, sonst werdet ihr es sehen! Keine Lügen mehr, der Lügen ist genug! Wir haben keine Pest, alles Lug und Trug! Lasst uns gehen! Alles Lug und Trug! Wir haben keine Pest! Sperrt die Tore auf! Sonst werdet ihr es sehen! Wächter, lass mich und meine Familie auf der Stelle aus der Stadt. Wir wollen nach Leopold raus aufs Dorf zu unseren Verwandten. Die würden sich um uns kümmern. Ich habe einen festen Befehl. Niemand darf aus der Stadt. Die Verantwortung dafür trägt der Bürgermeister. Der befahl mir, Gesunde von den Kranken zu schützen. Hey, geht uns aus dem Weg. Die haben eine Sondererlaubnis vom Bürgermeister.
So ein Stress hier. Pause! Den Tod aus dem Dorfe wir tragen, im Teich werden wir ihn versenken. Der Letzte von uns aber sei auf der Hut, er wird mitgenommen vom schwarzen Tod. Flieg hoch, du Augefeuriges, fall runter, du ungeheuer Todtragendes. Den Tod aus dem Dorfe wir tragen, der Letzte von uns aber sei auf der Hut, er wird mitgenommen vom schwarzen Tod. Flieg hoch, du Augefeuriges, fall runter, du ungeheuer Todtragendes. Marka, lauf schnell nach Hause, sonst wirst du vom Tod geholt. Flieg hoch, du Augefeuriges, fall runter, du ungeheuer Todtragendes. Marka, Woscha, lass mich, lauf selber schnell nach Hause. Ich war zu langsam, deswegen hat der Tod mich erreicht. Nein, ich bleibe bei dir. Wir gehen zusammen nach Hause. Und was, wenn der Tod auch dich holt? Ach was, ich verjag ihn. Komm, stütz dich auf mich. Ich helfe dir beim Laufen. Göttliche Wehklagerin? Tod. Was ist? Bald. Warum hast du mich geweckt? Sieh dich vor. Was geschieht hier?
Hanka. Hanka. Göttliche Wehklagerin? Hanka. Göttliche Wehklagerin? Hanka. Hanka, sprichst mit mir? Was passiert? Ich bin hier. Hanka. Janor! Hanka, um Gottes Willen. Aber Janor! Um Gottes Willen, bitte komm nicht näher. Ich weiß nicht, ob ich mich schon angesteckt habe. Ich bin gekommen, euch zu warnen. In Kamenz ist die Pest ausgebrochen. Vielleicht hat der Pilger, der bei euch gewesen ist, die Krankheit mitgebracht. Der Herr sei uns gnädig. Er hat bei uns übernachtet. Ich weiß. Sag allen, sie sollen sich die Hände in Essig waschen. Das Zimmer, in welchem der Pilger geschlafen hat, muss mit Wacholderweihrauch ausgeräuchert werden. Und betet zur Mutter Gottes und zum heiligen Sebastian. Ich muss wieder zurück. Ich bin heimlich zu euch geeilt. Jan, warte. Geht es dir gut? Ja. Und danke für, dass du mir das Kettchen mit dem Medaillon als Schutz vor der Pest gegeben hast. Ich hätte es dir gern wieder zurückgegeben. Es ist ja dein einziges Andenken an deine Eltern. Nein, du wirst es nötiger brauchen als ich. Gib es mir dann zurück, wenn die Pest in Kamenz überstanden ist. Ich weiß nicht, wem von uns beiden mehr Gefahr droht, aber wenn wir beide die Seuche überleben, gebe ich dir das Kettchen zurück. Das liegt in Gottes Hand. Ich werde für dich beten. Und ich für dich. Hanka, wann ist deine Hochzeit mit Jakub? Nächste Woche. Was? Schon in einer Woche? Ich wünsche euch beiden Gesundheit und Gottes Segen. Danke. Ich auch. Komm gesund wieder. Hanka, warte. Hanka, warte, ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf. Denkst du auch manchmal an unser beider Treffen an der Linde? Am liebsten wollte ich schon damals die Zeit anhalten. Du musst wissen... Nein, ich will dir zumindest einmal sagen, dass ich dich sehr gern habe. Ich dich auch. Hanka, warte. Auf Wiedersehen. Ein Wiedersehen hier oder in der Ewigkeit.
meine ganze Familie. Herr Gott, warum? Was habe ich Schlimmes getan, dass du mich so grausam strafst? Ist das wegen dem heidnischen Brauch? Erbarme dich meiner. Ich bin so stark wie Hiob in seinem Unglück. Jesu, hilf mir. Der schwarze Tod wütet grausam und hinterlässt Schmerz und Leid. In den Städten erzählt man sich, dass Kaufleute die Pest bereits im Jahre 1347 aus dem entfernten China mitbrachten. Seit dieser Zeit ist die Seuche schnell unterwegs und verbreitet sich wie ein wütender Sturm über die Erde. Der schwarze Tod hat kein Gesicht und kommt ohne Vorwarnung aus dem Dschungel. Den Menschen wachsen schwarze Beulen auf der Haut und kaum jemand überlebt das. Viele sterben noch am gleichen Tag, an dem sie erkrankten. Überall herrscht Angst, weil die Ansteckung sehr groß ist. Jede Familie ist betroffen. Ja, die Wege des schwarzen Todes sind unberechenbar. Das Sterben ist grausam. Dann nützt es auch nicht, dass die Menschen in den Städten ihre Häuser verschließen oder ihre Kranken wegschließen. Sie versuchen, sich und andere damit zu schützen, damit sie auf die Türen und Tore ihrer Häuser große Kreuze malen. Doch dem schwarzen Tod zu entfliehen, ist nicht möglich. Binnen weniger Monate sterben die Menschen ganzer Städte. Wie hier bei uns auf dem Lande trennt die Pest nicht nur Familien, sondern löscht sie aus. Warum auch meine Familie? Gott, warum? Wofür strafst du mich so grausam? Oder sollte ich dankbar sein, dass die meinen hier zumindest in Würde verabschieden kann? Auch wenn der Pfarrer viel Arbeit hat. Unsere Liebsten verabschieden wir mit dem Glaubensbekenntnis und mit dem Gebeten ins gelobte Land Gottes. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Menschenleben nur noch so wenig wert ist wie eine verreckte Ziege. Gott, hilf uns, dass wir nicht miterleben müssen, was die Städter gerade durchleben. Jedem verschlägt es die Sprache, wenn er zuschauen muss, wie unzählige Körper der Städte aufs Land gekarrt werden und in großen Gräbern verscharrt werden. Oft fehlt es an Geistlichen, die sie würdig bestatten. Ist das Gottes Willen, dass sich die Körper der Städter auf der Straßen häufen? Immer den Tod vor Augen treffen sich die Leute nicht mehr zu fröhlichen Beisammensein. Das Leben ist traurig
und nur die Arbeit verbindet. Gott, lass uns nicht verzweifeln. Und auch die Totengräber nicht, die sich mit Masken und Kräuteraromen vor der Ansteckung zu schützen versuchen. Mit Rauch und Feuer reinigen sie die schlechte Luft. Gott unser Herr, sei unsere Hoffnung. Zu dir rufen wir. Du zeigst uns, dass wir hier auf Erden nicht endlos verweilen. Vergib uns unsere Schuld und gib unseren Verstorbenen das ewige Leben. Wie dem heiligen Sebastian, stärke unseren Glauben, damit wir die schwere Zeit überstehen. Gib uns die Kraft, den Kranken zu helfen und ihre Schmerzen und ihr Leiden erträglich machen zu können. Popuču. Božo, pomaj! Ja, bi se pojedne. Ignatius, tam ni tušinče, prošu. O, sem lačne! Pome, boli išće, jara. Da hukajo išće. Ale one vopoda hižo lipe. Ja všinu potom išće raz poladać. Ja sam popuču. Ignatius, dži išće raz prošu poladać. Ja sam popuču. Přines tu Laudanum, tak nebolí ho komik. Laudanuma, půj. Pomajče! Moja nua. Ty to budu zastať boleť. Jedem o komik. Zapnať boba. Pokažte raz. Hej. Laudanum. Ja poladam ešte raz, ale to vypadá hižo celé dere. Ja som popuču. Je to rána ešte otvorená, pokažte raz. Hej, to bude ďažte trošku a potom přijdu ešte. Der Kranke hat Fieber und klagt über große Schmerzen. Ist in Ihrer Familie schon jemand an der Pestilenz erkrankt? Pokažte prošu raz. Máte prúd? Sie haben ein Geschwür, so groß wie ein Taubenei. Wenn ich jetzt gleich den Eiter aus der Beule laufen lasse, können Sie mit Gottes Hilfe vielleicht wieder gesund werden. Aber ich muss die schwarze Beule aufstechen. Ignaz, solange ich meine Hände in Essig wasche, gib den Kranken 10 Tropfen Opium in einem Becher Wasser. Zumindest werden Sie die Schmerzen nicht so spüren, wenn ich die Beule aufsteche. Hier, nehmen Sie das Stück Holz. Wenn Sie wollen, beißen Sie drauf, wenn er das Geschwür aufschneidet. Obwohl Sie das Laudanum bekommen haben, tut es doch sehr weh. Ignaz, gib mir den Mull. Halt den Arm des Kranken. Ich fange jetzt an, die Beule aufzuschneiden. Ja liču adžoci. 1, 2. Tak kravi. Ďaš kuče. Ok, kraviac tak ja. Ignatius, pojď to nás končne. Vydobiče sa sedniť. Pomeď. Ignatius, zavalil raz. Ignaz, vergelt's Gott. Ignazio, vergelt's Gott, dass du mir so mit dem Kranken geholfen hast. Sag auch den anderen Mitgliedern der Bruderschaft des heiligen Sebastian aufrichtigen Dank für ihre uneigennützige Hilfe in der Not. Das mache ich gern. Sag mal, Ignatius, hast du gar keine Angst, nicht mehr, dass du dich mit der Pestilenz anstecken könntest? Aber ich bin Bader, wenn auch nicht ganz ausgebildet. Nach dem jähen Tod des Herrn Breuer musste ich hier seinen Platz einnehmen. Die Einwohner von Carmen schätzen deinen Dienst an den Kranken sehr. Und wir Mitglieder der Bruderschaft natürlich auch. Wir machen das alles zur Ehre Gottes. Ach, noch etwas, Ignatius. Wirf die Binden auf die Straße ins Feuer, sowie alle Kleider des Kranken.
Auch sein schönes Fell, das er anhatte, als er vor Fieber fror? Ja, auf jeden Fall. Sonst wird der nächste Träger des Felles dem Tod geweiht sein, wie dieser hier. Und vergiss nicht, dich danach erneut mit Essig zu waschen. Herr Pfarrer! Wo ist denn der Pfarrer? Wo ist der Pfarrer? Herr Pfarrer! Das ist doch wichtig! Herr Pfarrer! Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich hab's eilig. Herr Pfarrer! Gelobt sei Jesus Christus und viele Grüße von unserer gnädigen, von unserer lieben Mutter. Sie lässt ausrichten, dass 6 Leichname auf ihr Begräbnis warten. Herr Pfarrer, wann können wir sie zu Ihnen nach Crostwitz bringen? Eigentlich so schnell wie möglich. Ich habe zwar schon morgen 4 Leichname aus Ralbitz und weiß nicht, ob ich das zu viel wird. Bei allem ist es aber nicht gut, wenn die Leichname 2 oder mehr Tage auf der Totenbahre liegen. Also wird das Begräbnis schon morgen? Ja. Bitte sagen Sie den Betroffenen, dass sie morgen um 9 Uhr die Verstorbenen mit dem Leichenwagen auf den Friedhof bringen sollen. Vergelt's Gott, Herr Franz, so sage ich Ihnen das. Also bis morgen, Herr Pfarrer, um 9 Uhr? Ja, das sagte ich doch schon. Vergelt's Gott, Herr Pfarrer. Oh, und richtet den Trauernden aus, dass ich in meinem Gebet der Verstorbenen gedenken werde. So sage ich Ihnen das. Vergelt's Gott, bis morgen. Gestern 6 und heute 8 Tote. Und das am 2. Tag nach dem Ausbruch der schwarzen Krankheit. So ein Sterben war noch nie in Crostwitz. Herr Gott sei uns gnädig. Wo nur Martha bleibt. Sie wollte doch auch zu unserer Beratung kommen und das mit 2 Nachbarinnen. Hoffentlich ist sie nicht... Ach, da kommt sie ja. Martha hat dir wohl das Herz gestohlen, was?
Und ich ihr. Wir sind aber noch nicht lange zusammen. Martha, wenn wir uns nicht gegenseitig anstecken wollen, dürfen wir uns nicht die Hände geben und lieber Abstand halten. Eigentlich fühle ich mich gesund. Ach Peter, wir wollen es nicht übertreiben. Ja doch, wenn wir überleben wollen, können wir nie vorsichtig genug sein. Dazu gehört es auch, wenn wir mit jemandem reden, dass wir die Hand oder das Taschentuch vors Gesicht halten. Niemand von uns weiß, wer sich schon angesteckt hat. Und seinen Atem einatmen könnte schon den Tod bedeuten. Daher müssten wir auf alle Fälle auch die anderen Dörfer warnen. Und was ist mit unseren Dorfbewohnern? Ich könnte ja von Haus zu Haus gehen und den Menschen durch die geschlossene Tür das alles zuzurufen. Ach, lass das lieber sein. Du könntest dich dabei selber anstecken. Und es wird sich gewiss rumerzählen, wie sich die Leute vor der Krankheit schützen können. Gott gibt, dass du recht hast. Und die Toten aus Kunnewitz, Schönau, Laske werden auf Sonderwegen zu uns auf den Friedhof gebracht. Es darf durch kein Dorf gefahren werden, auch nicht durch unseres. Und was ist mit den Händlern, die uns aus Kamenz ihre Waren bringen? Glaube mir, die Stadt Kamenz ist längst abgesperrt. Dort lassen sie niemanden mehr rein oder raus. Aber sage mir, wie sollen unsere Bauern auf die Felder kommen, wenn alle Wege gesperrt sind? Die Ernte muss doch eingebracht werden. Unsere Leute können wir doch auf die Felder lassen. Sie müssen aber um die Hufe des Viehs Lappen wickeln, aus Schutz vor der Ausbreitung. Das wird zwar schwierig, aber es hilft nichts. Überdies können wir die Absperrung so weit wie möglich außerhalb des Dorfes aufstellen. Es wäre vernünftig, die Absperrung Tag und Nacht zu bewachen. Es gibt immer Leute, die solche Absperrungen nicht beachten. Es sollten alle Häuser gekennzeichnet werden, wo die Pest ausgebrochen ist. Wie sollen wir denn das alles schaffen? Die Ernte einbringen, an der Absperrung stehen, die Kranken pflegen und die Verstorbenen beerdigen? Und was ist mit uns? Sich um Kranke kümmern, ist sowieso Frauenangelegenheit. Oh ja, ohne uns Frauen seid ihr Männer doch verloren. Das bestreiten wir Männer ja gar nicht. Aber diese Seuche ist etwas ganz anderes. Das schafft ihr Frauen nicht alleine mit der Pflege der Kranken. Lukascho, du hast recht. Die Angelegenheit ist so umfangreich, wir bräuchten dringend jemanden, der alles in der Hand hat. Wie wär's denn mit dir, Peter? Nein, ich habe zu Hause eine kranke Frau und die Kinder sind noch klein. Sage mal. Lukascho, könntest du das nicht auf dich nehmen? Deine Brüder und Schwestern sind alle noch zu Hause. Ich würde das ja nur zur Ehre Gottes machen. Ich meine, wenn wirklich niemand anders bereit wäre. Nein, das wird wohl nicht sein. Du weißt doch, bei Kleinen von uns sieht es zu rosig aus. Lukascho, ich würde dich dabei gern unterstützen. Ich auch. Und sicherlich auch Martha. Und was ist, wenn ich erkranke? Ich meine, wir brauchen einen Vertreter. Und einen Vertreter für den Vertreter. Lukascho, solltest du krank werden, dann müssen wir erneut sehen, wie weiter. Vielleicht sollten wir jetzt einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht die Bruderschaft des heiligen Sebastian gründen. Meinst du so eine wie in Kamenz? Ich habe gehört, dass sie sich auch um Waisen, Witwen und Arme kümmern. Ja, freilich, auch das. Ich habe von meinem Onkel im Wyszobrodskim Kloster bei Krumlau lebt gehört, dass sie auch dort eine solche Bruderschaft gegründet haben. Auf diese Weise helfen sich die Dorfbewohner in verschiedenen Nöten untereinander.
Sich um die Kranken kümmern, Arme unterstützen und das alles im Rahmen der Bruderschaft? Ja, das wäre doch was für uns. Dürfen der Bruderschaft auch Frauen beitreten? Freilich, wir sind doch täglich auf die Hilfe unserer Frauen angewiesen. Ich würde auf jeden Fall eintreten und kenne auch andere, die Interesse hätten. Ja, ich auch. Martha, wir könnten ja beide eintreten und uns gegenseitig unterstützen. Dann hätten wir ja bald die erste Hochzeit in der Bruderschaft gehabt. Nicht so eilig. So ein Schritt will gut überlegt sein. Möge dieser Gedanke noch etwas reifen. Welcher, der von der Hochzeit oder von der Gründung der Bruderschaft? Am besten beide. Das sollte nicht schaden. Boža přijeme a so pěkně prašame. Ne tu sjatem mlčin byl, ne tu ničo staju. Hier braucht man nicht singen, hier sind alle gestorben. Jele zboža přijeme a so pěkně prašame. Ne tu sjatem mlčin byl, ne tu ničo staju. Sušenko a klevuška, zamrade do myška. Bonus Klo. Ja. Eine volle Schüssel und noch mehr. Hier habt's, Kinder, und lasst's euch schmecken. Dem heiligen Martin und allen großzügigen Spendern vergelt's Gott. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit willkommen, Herr Pfarrer. Sie bringen aber kein schönes Wetter mit. Wir haben schon längst Herbst und die Kinder kommen schon wieder zum Martinssingen. Wollen Sie auch Backobst haben? Außer mir und Hanka ist in unserem Haus niemand mehr, der sie essen könnte. Nein. Das Backobst überlasse ich lieber den hungrigen Kindern. Ich habe etwas anderes auf dem Herzen. Hoffentlich nichts Trauriges. Nein. Gott sei Dank. Den letzten Toten haben wir vorige Woche beerdigt. Es scheint so, als habe der erste Frost den schwarzen Tod aus dem Dorf vertrieben. Schön wär's ja. Obwohl ich würde es der Todesfrau nicht verübeln, wenn sie mich auch noch mitnimmt. Was soll ich Mutterseelen allein noch hier auf Erden? Warum ruft mich Gott nicht zu sich? Hat er mich vergessen? Handrior, ich weiß, du trägst eine schwere Bürde. Gott hat dich schwer heimgesucht. Aber du weißt doch, dass Gott diejenigen, die er liebt, besonders prüft. Nein, Gott hat uns verlassen. Nicht Gott hat uns verlassen, sondern wir haben Gott verlassen. Ich habe eher den Eindruck, dass mich Gott wegen meines Hochmuts bestraft. Ich habe als einziger aus unserer Familie die Seuche überlebt. Mir scheint, der Tod begehrt mich nicht. Du hast ja noch die Hanka. Obwohl angenommen, ist sie dir doch wie eine eigene Tochter. Überdies ist nicht klar, was mit Jan wird. Jan? Ja doch. Aber wir haben schon viele Wochen keine Nachricht von ihm aus Kamenz erhalten. Das scheint nichts Gutes zu bedeuten. Handrior, vertraue Gott und seiner Weisheit. Am Ende hat alles seinen Sinn. Welchen Sinn denn? Ich weiß nicht, wozu ich noch hier bin, auf dieser elenden Welt. Aber ich weiß es. Und deshalb bin ich zu dir gekommen. Wie du weißt, ist fast ein Drittel der Dorfbewohner gestorben. Aber diejenigen, die überlebt haben, sollten Gott danken und den künftigen Generationen etwas mit auf den Weg geben. Ich habe für dich eine Aufgabe. Ich sagte doch, dass es nichts mehr zu schaffen kann. Hör zu. Bei mir war Juri Schuber. Er hat mir ans Herz gelegt, wir sollten in unserer Kirchgemeinde eine Bruderschaft des heiligen Sebastian nach dem Vorbild anderer Kirchgemeinden gründen. Dafür brauche ich deine Hilfe.
Meinen Sie so eine Bruderschaft, wie sie vor Jahren in Kamenz gegründet wurde? Ich hörte, dass sie diese während der Seuche sehr wohlwollend um die Kranken gekümmert hat, um die Beerdigung und von Verstorbenen. Ja, aber es geht nicht nur um die Hilfe der Bruderschaft zu Zeiten der Pest. Der Mensch soll sich durch tägliches Gebet vergegenwärtigen, wie schnell er dahinscheiden kann. Nebenbei kümmert sich die Bruderschaft auch um Witwen, Waisen und Alleinstehende. Solche wie ich, ohne Nachkommen, könnten Gebet und Hilfe der Bruderschaft gut gebrauchen. Ganz recht. Wie ich sehe, hast du schon von den Aufgaben der Bruderschaft gehört. Gerade so einen brauche ich, der mit mir gemeinsam die Gründung vorbereitet. Dabei unterstütze ich Sie gerne. Auch meine Hilfe ist Ihnen gewiss. Jano, du lebst! Gott sei Dank! Hanka, komm und schau, wer heimgekehrt ist. Mein Gott, was für ein Wunder! Nun siehst du, Handrier, hatte ich nicht recht? Gottes Wege sind unergründbar. Hanka und ich sind leider die beiden einzigen, welche die Seuche überlebt haben. Ich weiß, Vater. Ich habe das schon in der Stadt erfahren. Wieso haben sie dich von Kamenz nach Hause gehen lassen? Kurz nachdem die Seuche in der Stadt abgeklungen war, haben sie mir erlaubt, mich in meinem Heimatdorf um die Kranken zu kümmern. Die klösterliche Hoheit hat mir inzwischen vergeben, dass ich damals vom Markt nach Kamenz entwichen bin. Das ist wirklich ein Glück. Wir können hier jede Unterstützung gebrauchen. Wollen wir Hanka die erfreuliche Neuigkeit mitteilen? Hanka, komm und schau, wer zurückgekehrt ist. Jano! Ich habe nie aufgehört zu glauben, dass du zurückkehrst. Täglich habe ich Annelinde Gott anvertraut. Ich habe zu ihm gebetet, dass er dich gesund nach Hause führe. Hanka, leider kann ich dir heute dein Medaillon nicht zurückgeben. Es hat mich die ganze Zeit beschützt, aber wahrscheinlich ist es mir bei der letzten Fahrt mit dem Leichenwagen aus der Tasche gefallen. Täglich hat es mich an dich erinnert und mich gesund nach Hause geführt. Hanka, sag, willst du meine Frau werden? Nichts möchte ich lieber. Aber ich kann nicht deine Frau sein. Aber Hanka, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Und du hast mir auch deine Gefühle gezeigt. Sollte ich mich so getäuscht haben? Nein, nein, ich liebe dich auch. Aber ich kann nicht deine Braut sein, weil ich doch Jakob versprochen war. Es sei denn, der Vater erlaubt es uns. Gottes Vorsehung hat das schon längst entschieden. Warum sollte gerade ich dagegen sein? Meinen Segen habt ihr. Ich denke, dass in solchen Zeiten jede junge Familie willkommen ist. Wenn es nach mir ginge, will ich gar nicht lange warten. Noch einmal lasse ich dich nicht gehen. Ich will dich nur bei mir haben, bis ans Ende meiner Tage. Endlich können wir uns lieben und Treue für immer schwören. Was für ein großes Glück. Und nach der Hochzeit fahren wir nach Breslau. Vielleicht finden wir dort eine Familie. Der Pilger, der damals bei euch übernachtet hat, meinte, er habe eine verstorbene Schwester. Du könntest ihre verlorene Tochter sein. Ich kenne diese Familie nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn sich irgendwelche Spuren finden würden. So Gott will. Aber meine eigentliche Familie seid ihr beide. So eine Reise muss gut vorbereitet sein. Und so schnell wird dafür keine Zeit sein. Nächstes Jahr werden wir zuerst die Dorfbewohner bei der Gründung der Bruderschaft des heiligen Sebastian unterstützen. Je mehr Familien dabei helfen, desto erfolgreicher wird die gegenseitige Unterstützung. Freilich, der heilige Sebastian soll uns Helfer und Unterstützer sein für die Zukunft. Na, was meint ihr? Sollten wir nicht jetzt ein Glas guten Weins auf unsere glückliches Wiedersehen trinken? Was fragst du da noch? Meine Gurgel ist schon ganz trocken. Geh schon mal in den Keller und hol Wein. Hanka und ich gehen kurz ins Gotteshaus. Ja, wir wollen Gott für das glückliche Wiedersehen danken. Wir wollen
mit der Hochzeit nicht lange warten. Wenn ihr dort den Herrn Pfarrer trifft, dann bestellt gleich die Hochzeit. So machen wir es, Papa. Lass mich auch mal, so sehe ich doch nichts. Sei doch nicht so ungeduldig. Sag schon, was siehst du? Warte, sofort. Ja und? Nichts. Und bei ihm ist Wonatjes Hanka, die junge Braut. Wieso Braut? Mit wem vermählt sich Hanka denn? Hab ich denn hellseherische Kräfte? Ich bin doch kein Prophet, oder? Am da ja wisst das gemotze. Ich hatte doch ein Prophet. Aber Dzieci! Kinder, was macht ihr dort? Wir schauen nur. Wie es aussieht, nimmt sich Wonatjes Jan Hanka zur Frau. Was? Jan nimmt Hanka zur Frau? Da komme ich ja wirklich im richtigen Augenblick. Ich gehe hinein in die Kirche. Kwoki nie zamohu zmužitého křesťana moriť a tužda jeho kejžo s hejemi zabić. A tak, kaj Svätý Božčan smертne kwoki przewiny, niech on też nas przed newidziomnymi kwokami koroszczo škita. Svätý Božčan olej na nas kocyście prosimy wosrecz naszego czasa. Proś Boha, żeby nas przedewšej koroszczu a nawej smierću škitał. Amen.
Heute haben wir die Bruderschaft des heiligen Sebastian gegründet. Zu Ehren des heiligen Sebastian haben wir ein Standbild anfertigen lassen. Als Hauptmann des römischen Heeres hat sich der heilige Sebastian zur Zeit der Christenverfolgung in Rom vor dem römischen Kaiser öffentlich als Christ bekannt und wurde daraufhin zum Tode verurteilt. Unser Herr Pfarrer ist unterdessen Domdekan in Bautzen geworden und weiht heute die Figur des heiligen Sebastian. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, heiliger Sebastian, bitte für uns. Schütze uns vor der Pest und vor anderen Krankheiten des Leibes und der Seele. Wir wollen täglich gemeinsam beten, damit uns der Herrgott gnädig sei in der Stunde unseres Todes. Möge die Bruderschaft gedeihen, aus einem kleinen Stämmchen zu einem starken Stamm unserer Gemeinschaft. Ein starker Geist und Hoffnung möge uns ewig begleiten.
Oszczędnoty was srecznego, niebojazne wojako, krasny bieda wcześniej wieku, Chrystusowe Mataja, oszczędna wojako, stoi duchom napieras, tak na niece szkodzi jas. Koszkikaj naszą wierą, kaj ślubie szkikaj